zu unserem Gerd sind wir gekommen, weil ich zu einem bestimmten Moment von Kanner aus dem Haus wären. Ein schöner Gerd voll tun, mit viel Blumen, mit Pflanzen, so ein bisschen englisch oder weiß. Und wäre zu dem Zeitpunkt aber noch nicht geplant, für irgendwo etwas zu machen mit Rosen. Die Rosen, die sind nicht dünn oder dabei kommen. Auf wo du ein paar Rosen kommen sind, du hast gefangen auf der Letzteburger zu sichern. Ich fand, dass das eine geniale Geschichte wie die Letzteburger, die so einen guten Sinn hatten, für zu kommerzialisieren, die wirklich an allen Hinsichten 100%ig gut geschafft haben. Ja, sehr kommerziell, aber das eine verhit nicht das andere. Ne? Das wäre auch gut Qualität. Und das hat Renommee gemerkt von ihnen, und das ist zur Haut nach. Das ist eine interessante Geschichte. Der ganze Gerd mit Rosen und sich schon. Weil das irgendwo auch das Patrimoine von unserem Land ist. Das sind die Wurzeln vom Land. Und man muss sich bewusst sein, mal einkehren, dass Rosen zu einem bestimmten Zeitpunkt so viel Devisen an Land tun, tun, wie zu dem Zeitpunkt noch nicht mal von Stollerneise gekommen ist. Es wäre einfach Eisland als genannt gehen am Zusammenhang mit Rosen, die Frau doch schön, dass das noch haut so ein bisschen am Gang Sinn zu gehen. Unser Gerd ist am Anfang auch so abgebaut, dass er für alle Sinne etwas hat. Und das für die Arme, und das für die Ohren, und das für die Nöse. Arme und Nöse, das ist etwas, was üblicherweise angeholt wird für die Ohren. Da muss ich schon ein bisschen Geduld dabei haben, ganz viel Gramineen haben. Und dann den Hirsch, wenn die aufhängen zu dreschen und die Luft da durchgeht, geht abhängig von der Höchst, von der Dicht, von der Struktur, von den Gramineen, hat er auch noch ein Geräusch am Ohr. Da macht er also Gerd immens interessant. Der Geruch, das ist von den Pflanzen am Allgemeinen, das ist von den Rosen, wenn man zu viele Rosen hat zum Beispiel, dann geht das gerne mit den alle Letzteburger einen ganz starken, einen ganz schweren Geruch. Und dafür haben wir ganz viel Kräuter am Gerd, zum Beispiel Batteralzen, an so Sachen, die den schweren Geruch zurückholen und dann die Sache auf eine andere Schiene bringen, auf ein anderes Niveau bringen. Und unser Gerd, die kann natürlich auch besichtigt gehen. Aber wenn ich gelieft, das ist ein privater Gerd, die lässt auch nicht daheim, wir zu all Zeit an ihr Haus, mir auch nicht an unser Gerd. Das heißt, ihr müsst telefonieren und wir machen etwas aus. Das dürfen kleine Gruppen sein, das dürfen noch mit Großgruppen sein. Es kann aber auch eine Person lang sein oder per Freund mit denen, die das wollen gucken kommen. Da gehen sich ganz andere Gespräche, da gehen sich ganz andere Point de vue und heute lernen wir auch noch etwas bei. Und das ist mal ganz flott. Wir haben dann neben der Rosen auch andere Sachen am Gerd, die zum Teil auch nicht gerade überall zu finden sind. Wir haben einen Tulipier de Virginie am Gerd, den ganz früh geblüht hat. Mit einem Jahr normalerweise heißt es zwischen 15 und 19 Jahren, wenn es gut geht. Das ist normalerweise nach Milch bei diese Blähen. Also, die blüht, dass er nicht gerade für das Klima aus der Tumor nicht gesagt, dann dafür möchte man anscheinend doch nicht aus. Dann haben wir ganz viel Clemati, aber lauter Sorten, die nicht so überall auch gesagt. Also ich will nicht exotische Blumen weisen, aber ich will die Blumen weisen, die normalerweise an der Gerd durch immer sind, aber dann an einer Varietät, die eben nicht überall an der Gerd gesagt. Und das ist auch was Interessantes.